Mal schauen, ob das Mikrofon geht. Ja, schön euch zu sehen. Wenn ich noch ein bisschen gestabig rumlaufe und ihr nicht wisst, ob ich den Tritt schaffe oder nicht, ich habe ein niegelnagelneues Knie. Und das muss sich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass es zu mir passt. Ich habe eins im Himmel bestellt, über ein Jahr lang. Und verschiedene haben bestellt mit mir. Und dann hat der Himmel gefunden, ich soll es jetzt auf der Erde bestellen. Und das braucht jetzt ein bisschen länger, bis es zu mir gehört. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, dass ihr am Morgen da in die Kirche gekommen sind und plötzlich gemerkt habt, etwas fehlt. Also so ist es so gegangen. Ich bin in die Kirche gekommen, heute Morgen da, habe die Predigt vorbereitet, bin ganz versunken gewesen, ist ja klar. Und meine Frau sagt, um Himmels Willen, wo hast du deinen Job? Okay, aber das ist jetzt so. Jawohl. Ich nehme euch mit heute Morgen, wie jetzt Steffi euch auch mitgenommen hat am letzten Sonntag. Wir reisen miteinander zurück 2000 Jahre. Wir mischen uns unter die engsten Jünger von Jesus und ich lade dich ein, dass du einer von ihnen wirst. Und du dir überlegst, was geht ab? Was denkst du? Was fühlst du? Was verstehst du gut und was verstehst du nicht? Eben noch ist das Jesus Casting gsi. Der Moment, der Tag, wo der Rabbi vom Berg oben runtergekommen ist und seine engsten 12 ausgewählt hat. Und er 12 von euch und auch dir gerufen hat, folg mir nach. Das Ereignis war für dich sehr, sehr speziell gsi. Einerseits hast du dich geehrt gefühlt, und andererseits hast du gedacht, ein bisschen verdient habe ich es auch. Ich bin ja nicht ganz ohne, habe ihm auch ein paar Sachen zu bieten. Schwieriger war, dass er Leute gecastet hat, die du gefunden hast, Rabbi, absolut daneben gelangt. Jetzt bist du eine Nacht im Himmel oben gewesen, da am Berg oben, mit dem Himmel nahe, hast gebetet und hast die Falschen ausgewählt. Aber es ist dir ja eigentlich klar geworden in der Zwischenzeit, dass der Jesus dich nicht fragt, was er machen muss, sondern einfach das tut, was er vom Vater gehört hat. Und darum hast du dich entschieden, okay, dann wird es schon irgendwie gehen. Du hast seine Wahl, wohl oder übel, akzeptieren. So, und jetzt geht es richtig los. Du bist gespannt, was dich erwartet. Jesus geht mit euch zusammen auf einen Hügel, so eine Mulde in einem Hügel. Nur wenige Kilometer von der Heimatstadt von Petrus, von Kapernaum entfernt. Nein, ihr 12 sind nicht alleine, sondern es hat noch andere so Jünger dabei, die ein bisschen weiter weg sind von Jesus, nicht so nah wie ihr, aber auch mit Jesus unterwegs sind. Und dann hat es so ganz viel Volk, ganz viele aus Judäa und aus Jerusalem sind sie gekommen. Und du sagst zum Thomas, schau mal, sogar aus Tyrus und Sidon, aus dem Ausland sind sie gekommen. Hey, das ist der Beweis, dass der Jesus schon ein bisschen besonders ist. In deiner Seele, in deiner Brust hast du eigentlich zwei Herzen. Die eine sagt, wir hätten lieber ein bisschen auf eng gemacht, auf Teambuilding, so wir 12 mit unserem Jesus, so ein bisschen eintrainieren. Und jetzt sind so viele Leute da, aber das ist auch nicht ganz ohne, weil geht nämlich die Post ab. Da werden Leute geheilt, da werden Dämonen austrieben und so viele Leute. Und ihr werdet richtig angeschaut wie VIPs. Weil die Leute wissen, ihr gehört zu dem. Und ihr 12 strahlt um die Wette, wir gehören zu dem Heiler. Und dann fängt Jesus an zu reden. Du bist natürlich gespannt, was er sagt. Das Erste, was er sagt, ist, glücklich sind ihr, wo ihr arm sind, denn euch gehört das Reich von Gott. Jesus, denkst du, jetzt gehst du aber mega steil. Das ist in der realen Alltagswelt anders. Das Reich von Gott gehört doch der Religiösen, die alles wissen, alles richtig machen und auch dabei noch materiell reich sind. Aber bevor du fertig denken, macht Jesus weiter. Er sagt, glücklich sind ihr, wo ihr jetzt Hunger habt, denn ihr werdet satt werden.
Warum alles in der Welt sollen die, denkst du, und schaust bei den Petrus an, er schüttelt auch den Kopf. Wieso sollen die, da stimmt etwas nicht, die Hunger haben, satt sollen werden. Und Jesus macht weiter und sagt, glücklich sind ihr zu preisen, wenn ihr jetzt priegt, dann ihr werdet lachen. Vielleicht hat Jesus bemerkt, dass sie gar nicht einverstanden sind, weil sie es ganz anders erleben. Aber er geht nicht darauf ein, er redet einfach weiter. Er sagt, aber weh euch, wo ihr reich sind, denn ihr habt euren Trost schon bekommen. Und jetzt löscht sie fast ab. Jesus, denkst, kannst doch die Reichen nicht vor den Kopf stoßen? Das sind doch die uns finanzieren. Und wenn die gehen, hast du ein Problem. Und wir 12 auch. Aber der Jesus redet weiter. Liebt eure Feinde. Tut gut denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Die lieben, die uns hassen. Die segnen, die wir fluchen. Jesus, wenn du das ernst meinst, müssen wir dir sagen, die Welt läuft einfach anders. Das reale Alltagsleben ist anders. Ein Reich, das so ist, wie du sagst, kann nicht bestehen, nicht wachsen. Schau dir die Mächtigen an, die Römer. Schau dir die Religiösen an. Schau doch einmal, wie es rundum läuft. Bist du schon so halb wie beim Vater, dass du gar nicht mehr weisst, wie es da unten geht. Es geht doch immer um Macht und Stärke. So funktioniert das Leben. Der Erfolg, das Glück, das Lachen, die Zukunft, satt sein, gehört den Starken. Denen, die sich wehren können. Denen, die Befehle erteilen können. Und nicht denen, die sich ducken. Das soll nur einer verstehen. Du findest, das ist total verkehrt. Danke vielmals. Mit Jesus unterwegs, heute. Wir sind in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die Regierungserklärung von Jesus. Da redet der König Jesus davon, wie das Leben funktioniert unter seiner Herrschaft. Für die Menschen, die eingewilligt haben, unter seiner Regierung zu leben. Er sagt das ins Regierungsprogramm. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich schaue viel Tagesschau und manchmal auch noch 10 von 10 und weiss ich was. Etwas kann ich fast nicht mehr hören. Jedes Mal schaue ich so meine Frau an, die auf dem Sofa hockt, wenn wieder kommt. Fast alle Wochen dort irgendeiner sein Regierungsprogramm erklären, oder? In Lateinamerika, in Afrika oder irgendjemand, oder? Oder in Europa, egal wo. Und dann könntest du eigentlich sagen, die haben einander abgeschrieben, oder? Oder lassen das MP3 laufen von dem, der vor 2 Jahren schon geredet hat. Es ist immer gleich. Sie sind immer die Erlöser. Sie sind immer die, die jetzt mit der Korruption aufräumen. Sie sind immer die, die nicht für sich schauen, sondern für die anderen. Sie sind immer die, die in der Regierungserklärung erzählen, wie sie gekommen sind, dass die Armen jetzt nicht mehr arm sind. Und ein paar Monate später, in der Regel, erlebt man, dass sehr viel verflogen ist von dem, was sie versprochen haben. Die Regierungserklärung von Jesus ist so viel anders. Auch ein bisschen irritierend. Auch ein bisschen komisch für unsere Ohren. So viel anders als die Regierungserklärungen in den letzten 2000 Jahren. Ich möchte mit euch einen Teil dieser Regierungserklärung anschauen. Lukas und Matthäus-Evangelium ist sie geschrieben. Teilweise werden andere Seiten beleuchtet und wir können die 2 Evangelien zusammenhängen heute Morgen. Die erste, glücklich oder Seligpreisung heisst, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Wie kann das sein, dass die von uns, die arm sind, glücklich sind und ihnen das Reich Gottes gehört?
Die ein bisschen Geld haben, einen guten Beruf, gehören die dann nicht dazu. Es müssen immer traurig sein. Was ist mit den Armen gemeint? Sind es die materiell Armen? Oft, in der Regel gehören sie auch dazu. Aber wenn wir mit Matthäus 5 vergleichen, den Bergpredigt dort, dann sehen wir, dass Jesus sagt, glücklich zu preisen, glücklich, zufrieden können werden die Menschen, die geistlich arm sind. Was sind geistlich arme Menschen? Ich schlage auf, Lukas 18, Vers 9, bei Jesus im Gleichnis erklärt er, wer geistlich reich ist und wer geistlich arm ist. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht oder reich zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Und jetzt fasst Jesus zusammen. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus erzählt da vom geistlich Armen und vom geistlich Reichen. In selber Zeit war klar, dass die religiös Bildeten das Gesetz ja auswendig gewusst haben, peinlich darauf geachtet haben, alles richtig gemacht haben und darum vor Gott angestanden sind und sagen, schau mal, was für ein Megafisch ich bin, oder? Und Jesus sagt, nicht die sind glücklich. Nicht die werden glücklich in ihrem Herzen, in dem Leben und im Zukünftigen. Sondern glücklich werden andere Menschen. Das Glück ist für andere Menschen da. Andere Menschen werden eine innere Zufriedenheit bekommen. Andere Menschen werden das bekommen, was sie sich eigentlich wünschen, nämlich eine innere Sattheit, ein inneres zur Ruhe kommen. Er stellt den Mann, den Zöllner an, der geistlich arm ist, der nicht viel Ahnung hat von Religion. Der Fehler gemacht hat, der Zerbrochenheit hat in seinem Leben, aber dort steht, in der Demut und weiss, er braucht unbedingt den Gott, der weiss, ich bin geistlich arm, ich brauche den Gott, ich brauche die Vergebung, ich brauche den Jesus. Das sind die geistlich Reichen. Es sind die Menschen, die wissen um die Heiligkeit von Gott. Für mich ist in den letzten paar Wochen die Heiligkeit von Gott noch einmal ganz etwas Wichtiges geworden. Wenn ich die Offenbarung, den Blick in den Himmel bekomme, wo die 24 Thron sind und die Ältesten und dann die 4 Thronengel und das 3-mal heilig durch den Himmel durchtönt, oder? Und wo das 3-mal heilig durch den Himmel durchtönt, nachher die 24 Ältesten ihre Kronen abziehen, auf die Knie fallen und anbeten. Und nur noch 3 Worte durch den ganzen Himmel durchschallen. Heilig, heilig, heilig. Das fällt mir dermaßen ein. Und ich merke in dieser Heiligkeit von dem Gott, kann ich nur noch meine leeren Hände anstrecken. Und sagen, Allmächtiger, heiliger Gott, ich habe leere Hände vor dir. Ich habe nichts zu bieten. Ich kann nichts anrechnen, nichts dir vorrechnen. Menschen,
die die Heiligkeit von dem Gottesbild erfassen und ihre leeren Hände anstrecken, ihre Armut, ihre geistliche Armut, ihres nicht können genügen vor dem Gott erkennen. Das sind die Menschen, die in einer besonderen Art und Weise Jesus werden begegnen. Und darum in einer besonderen Art und Weise ihre Seele werden zur Ruhe kommen. Was könnte jetzt das für uns bedeuten? Vielleicht stehen Menschen, die besonders fortgeschritten sind im Glauben, die ganz viel Lehre gehört haben, die Schulungen und Kurse besucht haben, geistliche, was alles gut ist. Aber vielleicht stehen die Menschen, die fortgeschritten sind im Glauben, manchmal ein bisschen in der Gefahr. Meinen, sie seien glücklicher als die anderen, die halt noch lange nicht so weit sind, die halt noch Babychristen sind, die halt noch die Windeln machen, die halt noch dort reintrampen, die halt noch nicht so mitreden können, wenn man echte, geistliche Themen anfängt zu behandeln. Können Sie, dass manchmal Fortgeschrittene unter uns wie Pharisäer dastehen. Nicht bewusst, aber unbewusst. Könnte es sein, dass es unseren Kirchen auch ein Oben und ein Unten gibt? Die es wissen, die beten können, auf die man hört. Und ein Unten, die Anfänger, die nicht viel zu berichten haben. Zum Beispiel Babychristen, die Gott zum Glauben gekommen sind. Oder die Zerbrochenheit haben in ihrem Leben. Ich darf heute Morgen sagen, dass die wesentlichsten Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, ich von Babychristen gelernt habe, von Menschen mit schwierigen Biografien, von Menschen mit Zerbrochenheit in ihrem Leben oder von hirnversehrten Menschen, behinderten Menschen. Passen wir auf, dass wir keinen frommen Dünkel haben in unseren Gemeinden. Glaubst du, wo du schon ein bisschen weiter bist, mit allen religiösen Wässerchen gewaschen, dass du kannst von Menschen profitieren kannst, dass Gott kann zu dir reden durch Menschen, die du gar nicht denken willst? So ist Gott. Glücklich sind die geistlich Armen und nicht die, die schon so satt sind. Ich glaube aber auch, dass zu diesen geistlich armen Kindern gehört, die sich kindlich ausstrecken nach Jesus. Ich glaube auch, dass zu den geistlich Armen die geistig Behinderten zurückgeblieben sind. Du und ich werden wohl staunen. Früher das Lied im Himmel, uralt, heute singt man es nicht mehr, das wird ein Köpfe verdrehen geben, wenn wir dort stehen. Wenn wir sehen, wer alles dort ist. Einmal sagen die Leute zu mir, du musst schön weit vorne stehen im Himmel. Ich frage, warum? Weil du so viel predigst. Vergiss es. Aber jetzt andere ja. Entschuldigung. Andere wird mir verachtet, geringschätzt. Muss ich mal die Nase putzen. Schön, wenn wir alle uns zu den geistlichen Armen zählen können und wissen, dass wir alle den Jesus brauchen.
Das sind die Seligpreisungen. Das ist eine Facette. Es gibt verschiedene Facetten von diesen Seligpreisungen. Ich mache weiter. Jetzt habe ich wieder gefangen. Glücklich zu preisen seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Was ist jetzt da gemeint? Die hungern, werden satt werden. Jesus hat immer auf der Flughöhe der Menschen geredet. Und sie haben dort gewusst, was Hunger bedeutet. Im Matthäus-Evangelium heisst, selig seid ihr, die ihr hungert und dürstet. Jesus hat über die ganz normalen Bedürfnisse geredet von den Menschen. Und er sagt im Matthäus-Evangelium auch, nach was Hunger und Dürsten? Es heisst dort nach Gerechtigkeit Hunger und Dürsten. Dass die Menschen glücklich sind, sie werden satt werden. Ich habe zweimal im Leben gemeint, ich verdurste. Das war noch lange nicht so weit. Aber wenn du mal kein Wasser mehr hast und es ist 40, 45 Grad, du bist in Israel in der Wüste, weit und breit niemand, der dir hilft, dann hast du manchmal Panik, oder? Ich weiss, wie das ist, Durst haben. Vergiss es auch nie mehr. Bettsituationen. Und Jesus redet von dem. Menschen, die so richtig Durst und Hunger haben nach Gerechtigkeit. Was für eine Gerechtigkeit? Zuerst die Gerechtigkeit von Gott her. Wer weiß, dass er niemals selbst gerecht vor Gott sein kann. Wer weiß, dass seine Gerechtigkeit, das gerecht gesprochen werden, nur von Christus kommt. Was für eine Demut braucht das? Das ist nichts mehr von Dünkel. Das ist das Wissen, meine Gerechtigkeit kommt durch Christus. Und durch Christus kann ich gerecht vor einem dreimal heiligen Gott stehen. Natürlich. Dazu gehören auch die Menschen, die selber Ungerechtigkeit erlebt haben, darunter leiden. Oder die Menschen unter uns, die leiden unter so mannigfaltiger Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Glücklich zu Preis seid ihr, jetzt hungert nach Gerechtigkeit, dann werdet satt werden. Kommen wir zum dritten. Glücklich seid ihr zu Preisen, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Oder statt lachen steht auch getröstet werden. Jesus sagt nicht, die Happy Life Wunderkinder sind, wo ihre Seele tröstet wird. Vielmehr die Menschen werden Trost von Gott erleben, wo sich etwas getrauen. Wo sich getrauen, in den Spiegel von ihrem Leben zu schauen. Und wenn sie in den Spiegel von ihrem Leben schauen, wenn sie in dem Spiegel vom Wort Gottes sehen, wie viel Liebe ihnen noch fehlt zu ihren Mitmenschen, wie viel Liebe ihnen noch fehlt zu Gott, wenn sie in dem Spiegel vom Wort Gottes sich selber sehen, wie sie sind, und glaubt mir, Gott mutet mir das viel zu. Je älter ich werde, je mehr sehe ich, was mir noch fehlt. Und manchmal bricht über dem. Jesus sagt, die Menschen, die sich so sehen vor Gott, die werden lachen. Weil wenn sie sich angeschaut haben im Spiegel und das richtige Gottesbild haben, wohlverstanden, das richtige Gottesbild haben, sie werden sich freuen. Sie werden sich freuen, dass es keine Rolle spielt. Natürlich geht es auch um Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben und darum briegen. Schicksalsschläge, die uns zu dem Jesus anziehen können. Aber auch Traurigkeit über das eigene Leben, das einem zu dem Jesus andrängen kann. Und weil es einem andrängt zu dem Jesus, dort wieder lachen oder tröstet werden. Was bedeutet jetzt das alles, was wir bis jetzt gehört haben? Wer nach Gott hungert, wer um seine Unzulänglichkeiten weiss, wer weiss, dass er Jesus unbedingt braucht, wer weiss, dass er nie, aber auch gar nie selber genügen kann, wer das versteht, der erlebt tiefe Annahme und tiefe Vergebung durch Jesus Christus bei Gott. Und der wird seiner Seele
satt werden, sagt Jesus. In Hosea 2,16 steht, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Das passt so dazu. Es gibt Lebenssituationen, wo wir uns in der Wüste fühlen. Vielleicht ist dir auch schon so gegangen. So Wüstenzeiten. Eben, wo man sich nicht so toll findet, wo man nicht alles im Griff hat, wo man nicht der Hero ist, nicht der grosse Fisch ist. In verschiedenen Lebensbereichen. Und Menschen, die so in der Wüste sind, wo manchmal Gott bewusst sogar uns zulässt oder in die Wüste führt. Der Wüstenort ist ein Ort, wo uns Christus und der Vater im Himmel nochmal neu aufgehen können. Was hat das mit dem alltäglichen Leben zu tun? Vieles. Wenn wir so durch den Alltag gehen, im Wissen, was es heisst, ein Kind von Gott zu sein, aber im Wissen, dass wir es nicht verdient haben, sondern ein absolutes Geschenk ist, wenn wir so durch den Alltag gehen, werden wir demütig genug sein, andere nicht zu verurteilen, die versagen und zerbrochene Leben haben. Weil wir selber wissen, wie viel Geschenk das es ist, dass wir für Gott genügen. Weil wir uns selber realistisch sehen. Es ist keiner unter uns, der eine Zerbrochenheit in seinem Leben hat. Wenn wir so durch den Alltag gehen, mit dieser Demut, wenn wir weniger auf unseren Chef zeigen, weniger auf das Versagen von unseren Mitarbeitern. Ich sage auch, die kochen alle auch nur mit Wasser, oder? Letztens von einer grossen Firma gehört, gestern mit 2000 Leuten, was dort abgeht. Eine Firma, ich darf gar nicht sagen, was für eine, die sehr wichtig ist für unsere Schweiz. Und wenn ich da höre, manchmal, die kochen alle mit Wasser, verstehst du? Das ist einfach so, oder? Machen überall Fehler. Überall Menschen mit Fehlern und dann erhebt man sich und dann zeigt man mit den Fingern und dann macht man sich selber grösser. Aber wer sich vor Gott im richtigen Licht sieht, kann sich nicht mehr selber grösser machen. Sagst du? Und das Zweite im Alltag bedeutet, wenn ich weiss, ich bin gerechtfertigt durch den Glauben, kann ich mit einem geraden Rücken durchs Leben gehen. Mit einem Gottesbewusstsein. Da kann man mir anwerfen, was man will. Ich weiss nicht, manchmal geht es dir vielleicht auch so, dass du so überlegst, was die Menschen dann sagen über dich und ja, so. Ja? Vor jeder Predigt denke ich das. Aber wenn du weißt, du bist gerechtfertigt und du unter den Augen vom Vater willst leben, dann bist du mit geradem Rücken im Alltag raus. Okay. Nach der Seligpreisung geht die Regierungserklärung von Jesus weiter. Er sagt, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Und wir fragen, ist das nicht verkehrt? Das ist doch anders als das, was gelebt wird. Oder etwa nicht? Und dann geht es weiter in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, was heisst, man soll sich versöhnen, die Ehe heilig halten, auf sein Herz achten, dass es nicht an der Kölle hängt. So vieles, was Jesus dort sagt, widerspricht wirklich dem, was wir um uns herum sehen. So vieles, was Jesus dieser Bergpredigt sagt, ist anders, als unsere Medien sagen, als Insta sagt, als Netflix-Serien sagen, als Facebook zuruft. All die Medien rufen uns zu, glücklich sind die Starken, glücklich sind die Sorglosen. Glücklich sind die alles haben. Glücklich sind die mit dem durchtrainierten Körper und diesen Muskeln, oder? Und den operierten Brüsten, mindestens die Frauen. Die kommen über, was sie sich wünschen. Die sich wehren können. Die den Tarif durchgehen. Die den Ellbogen den Weg frei machen können. So vieles von dem, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Und ich ermutige euch, die noch ein bisschen zu lesen. Da steht noch viel mehr drin. So vieles tönt nach Schwäche. Aber ist es denn Schwäche, wenn man den hier reinhaltet? Ist es denn Schwäche, wenn man denen, die einem hassen, vergeben kann? Und sie versucht zu lieben? Ist es denn Schwäche, wenn man sieht,
wie man vor dem allmächtigen Gott dasteht und den Jesus braucht. Ist es eine Schwäche, wenn man anfängt, Menschen zu vergeben und die Versöhnung zu suchen, was eigentlich fast unmöglich ist? Jesus sagt, dass wer nach seinem Wort lebt, nach der Regierungserklärung, in dieser Art sich ausstreckt zu leben, der wird zufrieden, glücklich sein drinnen. Das ist nicht ein Hype gemeint, den man hat, wenn er mal irgendwie so etwas ganz verrückt so Ferienflüge, weiss ich wohin, oder weiss gerade Hochzeit und Zeb und dieses, das sind wunderbare Höhenflüge im Leben, die braucht es auch, das ist schön, ich freue mich über so Sachen. Das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht das gemeint, dass du glücklich bist und dir mal das Loch füllst und 14 Tage verhebst und nachher wieder nicht mehr. Sondern es geht bei Jesus um ein Abgestilltsein innerliches. Nicht abgestellt, gell? Abgestillt. Nicht immer gimmer, sondern eine innere Ruhe. Die glücklich sein, meint Jesus. Meine Predigt steht unter Überschrift, und ich bin jetzt gerade fertig, es steht unter Überschrift verkehrt. Ist das, was Jesus lehrt, wirklich so verkehrt? Oder könnte es sein, dass das, was er in der Bergpredigt lehrt, das Normale ist? So wie Gott die Welt erschaffen hat. So wie wir Menschen könnten glücklich werden. Was ist normal? Menschen sind hingegangen, ein Dornigen von Gott über Bord gerührt und ihr Leben losgelöst von ihm gelebt. Wir müssen uns entscheiden, was ist normal. Ist das normal, was Christus sagt? Das Ursprüngliche? Oder ist das Normale, das, was aus ihm gelebt wird? Bevor ich schliesse, möchte ich noch ganz besonders zu denen etwas sagen, die sich geistlich minderwertig vorkommen. Mit dem muss Schluss sein. Du kannst genau gleich mit anderen Menschen beten, wie die Habits von uns. Ich habe nichts gegen Ausbildung, versteht ihr? Wir haben verschiedene Aufgaben und da braucht es eine Zurüstung für die Aufgaben. Aber wir haben ein allgemeines Priestertum. Da spielt es keine Rolle, ob du hoch angesiedelt bist in der sozialen Stufe oder ganz tief angesiedelt oder gar nicht angesiedelt. Ich finde es etwas Tragisches, wenn es eine geistliche Minderwertigkeit gibt, die dich zurückhebt, dass du in der Smallgruppe nicht getraust, etwas zu sagen. Dass du niemandem getraust, ein Wort von der Ermutigung vielleicht zu sagen. Und sagst es nur ganz stümperhaft klein. Weil du dich geistlich minderwertig fühlst. Weil du dich minderwertig fühlst gegenüber Leuten, die schon so alles wissen und tun. So sage ich dir, du bist nicht minderwertig. Auch wenn dich der Teufel verklagt, dass du im Leben noch lange nicht dort bist, wo man müsste sein, dass man das Mühle auftun darf, sage ich dir, du bist dort. Wenn du mit dem Versagen zu Christus kommst, dann bist du dort. Und du hast etwas zu sagen. Und du bist vollwertig. Vollwertig. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus. Jesus, Jesus. Du stellst Sachen auf den Kopf oder wieder auf die Beine, je nachdem, wie man es anschaut. Ich preise dich heute Morgen, Christus, du Erlöser, du Loslöser, du Versöhner, der uns Gerechtigkeit errungen und erkauft hat. Ich bete für die, die zum geistlichen Hochmut tendieren,
wenn sie es gar nicht wollen. Ich bete, dass sie merken, wie stark sie dich brauchen. Und ich bete für die sich geistlich minderwertig fühlen. Sie sehen, dass sie genauso wert sind wie der Zöllner, der von Ferne gestanden ist. Vielleicht stehst du von Ferne heute Morgen. Und ich sage dir, komm an. Du hast einen Platz. Du hast einen Platz in dieser Kirche. Du hast einen Platz von dem Jesus. Du hast einen Platz in meinem Herz. Du hast einen Platz im Herz vom Vater im Himmel. Du hast nichts minderwertig. Und Satan, ich sage dir im Namen Jesu, hör auf mit deiner Verklägung. Du bist der Verkläger und der Ankläger, der in Minderwert treibt. Und verdrüllst das Wort vom Vater und vom Jesus. Und so wollen wir heute miteinander das Abendmahl nehmen. Wo jedes Einzelne, der das Brot nimmt und in der Reihe steht, weiss, ich bin nicht mehr wert und nicht weniger als der hinter und vor mir. Wir alle brauchen den Leib, der für uns gebrochen ist. Jeder, der den Kelch nimmt heute Morgen, weiss, es ist das Blut von dem Jesus, das mich gerechtfertigt macht. Danke dir für das Timing von dem Abendmahl heute Morgen. Amen.